Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Amn, Uf Pelzig. Und nee, Leute, bleiben wir lieber nochmal hier. Genau, war nämlich ein Fehler von mir. Da lauert nämlich wieder eine Kreatur und die möchte ich gern heimlich niedermachen, wenn möglich. Der können wir schon mal aufmachen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Genau, das machen wir. Machen fertig. Winsele. Winsele um Gnade. Genau. Oh, 25 Schadenspunkte. Der Hamster hat mal seinen großen Tag. Das ist auch so geil. Oh, das war ein Strahlungsmephit, der hier Regenbogenfarben gewirkt hat. Ist was los? Ja, dein Kumpel liegt hier bewusstlos auf dem Boden. Naja, Okay. dann guck du dich mal so lange auf Falle um. Bewaffnet, Verstand geschärft, Bereit loszuschlagen. stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Aha. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Das ist so geil, die Sprüche, die hier teilweise drauf hängen. Kai, du kannst ja von Minsk Riesenscheibe abschneiden für Baobo. Ich wollte gerade mal gucken, ob der auch in Langschwert ist der leider nicht geschult, aber unser Abdel Adrian dürfte in der ist in Kurzschwert geschult, ne? Genau, das wollte ich später noch machen. Okay, dann haben wir jetzt hier +1 Waffe, die leider etwas verdar ist, aber die nehmen wir trotzdem mit. Die erzielt später noch gute Preise. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Genau. Da haben wir noch Pfeile wieder drin, die lassen wir erstmal sein. Haben wir Zauberei und haben wir noch einen Trank. Minz kriegt der Heiltrank. Der Pfeil geht erstmal an Immoen. Dere pumpe ich jetzt alle unnötige Zauberei. Das hat folgenden Grund. Das hat sie noch nicht gekonnt. Und für den gibt es, weil es Rang 3 ist, 3000 Erfahrungspunkte. Für Rang 1 gäbe es dann 1000, für Rang 2 2000 und so weiter und so fort. Also die kriegt jetzt alle unnötige Zauberei gepumpt. Einfach nur, dass wir unsere Tasche gering halten und dass wir Erfahrungspunkte mitnehmen, so viel wir kriegen können. So, da haben wir noch einen konzentrierter Heiltrank drin. Und hier haben wir noch einen Spruch Magie Bann, der sehr, sehr geil ist. Den kennt sie aber schon, deswegen machen wir das so. Und Minsk kriegt auf jeden Fall die konzentrierte Heiltränke. Weil die 27 Schadenspunkte heilen. Das ist also schon eine ganz, ganz andere Hausnummer. Was zu tun ist. Kaum der Rede wert. Heieiei. Dort eben was im Hals festgesteckt. Stecket. Aha. Wir sind jetzt auch sehr, sehr edel. Genauso wie unseren edler Abwassergolem. Sprich zu mir, edler Knabe. Ich sag hier, ein sehr, sehr edler Kerl hier, der Abwassergolem. Meister, seid ihr das? Ihr habt mir keine Aare gegeben und ich kann euch nicht sehen. Ja, ich bin's. Habt ihr für mich die Dienste erledigt? Ich hab die Klärkamera gereinigt und euren Wächter gefiedert. Wollen ihr, dass ich die Dere zur Grube aufmach und wieder meine Pflichten widme? Das will ich. Macht die Dere auf und erfüllt euer Pflichter. Ihr habt mal Bewegungsfunktionen nicht in Gang gesetzt. Ihr müsst den Antriebsstell verwenden. Ich hab euch befohlen und ihr müsst korchen. Euer Magie erfordert, dass ich mit dem Stell aktiviert werd, Meister. Er liegt im Raum, wo ihr der Rielev gefangen gehalten, auf dem Tisch. Ja, da wär ich dann erstmal von dem Holer. Wie ihr wollt, Meister, ich wär hier weiter Ruhe. Ich warte. Aller Hopp, Ich hoffe, das bringt dann was. ist es halt so. Wenn der Golem das sagt, gehen wir mal da rein. Und wir eliminieren die Gefahr gleich vor Ort. Die sind noch friedlich, aber die könnten später zur Gefahr werden. Ich kümmere mich drum. Deswegen finde ich, dass wir die auf einfache Art und Weise niedermachen sollten. Mit dem Schwert Ja, zu leben schon erledigt. heißt Zeit Gut auf, und kein Land Problem. zu leben. So, einmal runde Mobberkreis. Das hat nicht geklappt. Das ist auf F6 möglich. Okay, drück mal F6er, wenn es wieder wählbar ist. Jetzt. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und jetzt gib ihm. Ist schon geschehen. Sagt mir, was zu tun ist. Und? Mir Jawohl! ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Dreifacher Schade durch hinterhältige Angriff, 34
Und das hat den Golem sofort niedergemacht. Sehr, sehr, sehr geil. Bin dabei. Jetzt mal Ich bin aber gerne. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. noch einmal den Mobberkreis. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und dasselbe Spiel noch einmal. Zack, 22 Schadenspunkte hat er eben gemacht. Und auch sehr schnell weg. 2000 Erfahrungspunkte geben die niedere Lehmgolems. Die wären noch recht gefährlich, die Knabe, wenn's halt größere Lehmgolems wären. Die wären sehr ekelhaft, weil die vor allem, sagen wir mal, sehr magieresistent sind und noch andere gemeine Fähigkeiten parat haben. Siehst du die Schlacht, Bo? Lauf, Bo, lauf! So, Minsk, jetzt mach die mal bitte platt. Sagt mir, was zu tun ist. Und du kannst im Hintergrund noch schießen. So, Minsk und macht Platz, Bösewichter! sehr gut. Ich hoffe, das bringt was. Jeder hat mal seinen... Okay, sehr gut. Jetzt wird's geflattert, was noch übrig ist. Da haben wir noch eine wunderschöne Agnimani-Halskette. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. 12 Gold, das ist willkommen. Und hier ist ein Schutz vor Versteinerung. Kannst du das lernen, Mädel. Sehr gut, das gibt immer 1000 Erfahrungspunkte für uns. Perfekt. Wurde aber auch Zeit. Schon unterwegs. Die Dame können hier warten, Ist schon geschehen. während wir beide uns um die Goblins kümmern, die hier noch rumschwirren. So, Minsk als truffende Wetter. Bin dabei. Und du kümmerst dich um die Bogenschütze. So. Okay, sehr gut. Minsk, du hältst hier auf. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Okay, Minsk, mach den doch fertig. Okay, das war eben auch ein kritischer Fehltreffer von ihm. Ich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Okay, wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. herrlich. Es hat zwar wenig Sprachausgabe, das Spiel, muss ich sagen. Aber trotzdem macht es mir jedes Mal wieder Spaß, das Ganze zu zocken. Es ist einfach nur geil. Was die ja für Sprüche so drauf haben, also für die Ende von 90er Jahren, muss ich sagen, absolut extrem geiles Spiel. Und ich spiele es auch immer noch Sagt mir, was liebend zu gerne. tun ist. Kaum der Rede wert. Die Identifizierungssprüche, die können wir uns auf jeden Fall aufheben, weil es gibt dann später auch Gegenstände, da brauchen wir die Sprüche auf jeden Fall. Da ist mal jede Identifizierungsrolle recht. Ich warte. Ich hoffe, das bringt So, was. da gehen wir jetzt 3. Und da ist was. Da können wir was aussprechen, und zwar Rilev. Ich kümmere Von dem mich hat der drum. Golem ja gesprochen. Wer seid ihr? Diener des Meisters? Ich diene niemand, und wer seid ihr da? Es ist so schwer, sich zu erinnern. Ich war Rilev, tot, denke ich. Wer ist der Meister, von dem du da sprichst? Er war mein Freund, denke ich. Ausgestoßen. Nimmi einer von uns. Er kann mich nimmi erinnern. Seid ihr hier mein Platz, zu nehmen? Ich hab keine Zeit, um mich mit dem toten Leid in Gläser zu unterhalten. Jetzt lass mich bitte in Ruhe, wenn ihr mich wenn ich hier weiter suche. Wobei, machen wir das erste. Fremde, Designer. Dinge sind schlecht gelaufen, seitdem ich tot bin. Bedroht nimmi de Meester, sonst wenn er sicherlich vergier. Besessen ist er und macht Sucht er. Lebt er jetzt oder seid er jetzt tot? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Weder noch. Ich bin dazwischen. Der Meester hat mich vergessen, mich nicht gekillt. Okay, ist es der Tod denn wünscht? Ob ich ihn befreien soll? Meister, ich will nicht mehr zurückkommen. Lassen mich süße Vergesse empfangen, was mir verwehrt worden ist. Bitte. Ruhig, Kumpel. Wie kann ich jetzt genau helfen? Die Einheit, in der ich mich befinde, wird von Energiezellen betrieben. Sehen aus wie Kristalle, nimm sie. Ich kann schlafen, sterben. Endlich wieder sterben. Ich weiß, ihr seid Gefangene. Manche Dinge ändern sich nie. Ihr müsst von hier entfliehen. Ihr müsst die Experimente vom Meister entfliehen. Es gibt andere wie ich. Ergebnisse von jüngeren Experimente. Die wissen vielleicht, wie der Meister selbst die Anlage verlässt.
Nehmt die Energiezelle als Gegenleistung vor dem Pfad zur Freiheit, den ich euch auferlegt habe. Ihr könnt sie verwenden, um sie zu beleben und rauszufinden, was sie wissen. Jo, ich nehm sie. Machen wir's erst. Ich danke euch. Geht und überlasst mich endlich dem Vergessen. Süßer Schlaf. Er ist jetzt tot? Diese klägliche Kreatur? Und das hat auch nochmal einen Gegenstand für die Gruppe gegeben. Hat mein Quest beendet. Riedef will sterben und gibt nochmal 4000 Erfahrungspunkte. Ich kann nicht weggucken, Abdel Adrian. Ach, in unserem Früherkämpfer habe ich den Tod gesehen, aber ich habe nur zugesehen, hier nur zugeguckt, wie sein Leben geendet hat. Ich kann nicht weggucken. Wenn jetzt für Eier morbide Fantasie, keine Zeit mehr, weiter geht's. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Tod ist schä, warum soll ich auf so Gedanken kommen? Oh, Abdel Adrian, ich muss in dem Wort verschwinden. Halt die Gosch. Davor haben wir das Ding jetzt hier gekriegt. Ist auch sehr geil gemacht mit so einem Arm im Schlüsseldraht. Das sind Energiezelle aus Riedefs Lebenserhaltungssystem. Man kann sie vermutlich auch in andere derartige Geräte einsetzen. Okay. Und hier haben wir noch den Aktivierungsstein für den Abwassergolem. Hier hinten ist auch noch was. So ein Konzentrationstrank, Schleuder und Kuckler dazu. Sehr schön, das kriegt die. Minsk können wir eigentlich mal voll auffüllen. Mehr als 5 gehen nicht rein als stapelbar. Oh Gott, meine Stimme pfeift immer noch aus dem letzten Loch. Dieses. Das war einfach nur Eiatmungsgeräusch. Mann, oh Meter. Ich bin anscheinend echt noch kaputt und noch im Drachefest, als ich gedacht habe. Ist schon geschehen. Gut, die Buwe und Mädler, die können schon mal durch hier gehen. Ich warte. Steht Sache er. Probiert jetzt mal sein Glück bei den Viecher hier. Und das Ding haben wir jetzt auch. Da steht kann in der Abwassergolem. Kann der Abwassergolem kontrollieren. Alle hopp. Dann geh du mal ab durch hier und probier mal dein Glück. Mist, aber seid ihr jetzt? Ich kann kaum mehr besiegen. Es ist schon so lange her. Ich bin so allein gewesen, ganz allein. Ja, geht's euch gut. Hab nicht vorgehabt, in die Gemächer von der Herrin zu gehen. Ich hab gewusst, dass dort gefährlich seid. Jetzt sehr gefährlich. Ich hab nicht versucht, ihr etwas zu stehlen. Ich hab nicht versucht, etwas von der Herrin zu stehlen. So etwas werde ich nie machen. Ich bin immer treu Erkäfer gewesen. Warum bin ich hier, Meister? Was ist mit mir passiert? Okay, hört mich wahrscheinlich nicht. Traurig. Okay, ja. Von dem erfährt man nichts. Die sind auch in so Dauerschleifer anscheinend drin. Ah, so lang schon hinter dem Gefängnis aus Glas, heil und wütig. Wie lange bist du schon da drin gefangen? Ich habe schon so viel Mal noch euch gerufen. Meister, Meister, warum haben da mich verlassen? Das ist wie dieses Vater, Vater, warum hast du mich verlassen gebet? Warum habt ihr mich in die Flasche zu meinem Verfall überlassen? Warum? Ja, hörst du mich überhaupt? Ihr habt mich aus Freundlichkeit hier hineingetan, aber ihr habt mich vergessen. Ich bin einfach an eurem Gedächtnis entflutscht. Meister, bitte hört mich doch an. Ja komm, ich hab genug von dem Gepinzer. Warum? Frag dich mal, warum. Lappedudel. Und der da? Das Licht, Jahre von der Qual, Jahre verbrenne mein Licht, ich flehe dich an. Ja, bin ich. Erzähl mal was über den Ort. Es verbrennt mich, mein Haut steht in Flamme vorm Gekrieche von der Arme, von der E-Minze. Oh, bitte Meister, rett mich, ich bin nicht wie ein Gin zusammengekauert in einer Flasche. Ach, du liebe Zeit, wer ist denn der Gin da überhaupt? Bitte Meister, die E-Minze, hat ein Gin nichts, was mir helfen kann. Ich werde die Statue nehmen und sie selber mit einer sprechen, wenn er mich nur lassen täten. Ja, Statue und Gin, hä? Bitte, bitte, gib mir die Statue, Meister. Die Schmerzen, da krieg ich die mal bei und helfen mal, Meister. Der Gin muss doch Magie beherrschen, irgendetwas kennen. Bitte die Schmerzen. Von dem ihre Gebabbel habe ich jetzt genug. Es brenne. Na, Allah. Alles irgendwie ziemlich arme Schweine. Mehr finde ich hier nicht raus.
Meister, Mr. Spud oder der Gefangene wird bald zusammenbrechen und die Antwort erhalten, die ihn suchen. Nee, Meister, ich habe Golem nicht befohlen, die Zelle aufzumachen. Er hat keinen Schlüssel. Ich bitte euch um Vergebung, Meister, aber ihr habt den Zellenschlüssel nicht auf dem Tisch im Zimmer vom Gefängnis bei der Dicke gelassen. Danke, Meister, ich werde ins Gefängnis zurückkehren. Ja, danke dir. Also von denen kriegt man echt nichts raus als verrücktes Gebrabbel. Und jetzt machen wir mal wieder unseren Weg zu dem eloquenten Golem hier, der noch was Lustiges und sehr Interessantes zur Sache hat. Und zwar... Genau. Und jetzt machen wir die Sache wie vorher. Aufmachen und... Oh ja, hier ist der Stern, natürlich. Ich beug mich eurem Willen, Meister. Aber hopp. Dann gehen wir dem doch mal gleich hinterher. So, und die warten hier schon zurecht. Weil der Golem sich hier spurtet, dass er hier weiterkommt. Und der macht jetzt hier die Däre auf. Weil da ist dann Abwasserkanal. Beziehungsweise Abwassergebiet. Und da wartet auch schon so eine nette Kreatur auf uns. Aber bevor ich das mache, wieder... Wenn es denn sein muss. Ne, der hat sich jetzt nicht versteckt, der Kenner. So, der Golem macht doch jetzt alle der auf, die wir brauchen. Weil von der Abwasserkammer geht es dann weiter in die nächsten Bereiche von dem Dungeon. Ja, also nicht. Komm schon. Ja, ich weiß, F6 Schleicher. Ja, ist das allein jetzt. Also beim nächsten Mal wird auf jeden Fall nochmal geskillt in Schleicher. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Geht doch. Golem, mach Platz. So, da ist nämlich hier ein OTÜK. Und den sollten wir auf jeden Fall nochmal platt machen. Wir machen gerade Spielepause. Schwerter statt Wörter. Genau das machen wir, Minsk. Du gehst mit deiner Truppe hier auf den OTÜK. Und du machst den von hinten platt. Wieder schon arg schwabbelt rum. Das ist so widerlich, das Vieh. Und dreifache Schade und Crit. Wir haben 31 Schadenspunkte bei dem OTÜK gemacht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr praktisch. Und er hat einen Froststabschlüssel für uns. Minsk? Wo bist dann du? Minsk und mit dem Schwert zu leben. Das ist der Rachenkasper. Jeder Dritte zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Der ihn hier den Weg versperrt, so dass er hier entlang gelatscht ist, in der Hoffnung, dass er hier beim alten Zelleblock wieder rauskäme. Mann. Oh Mann. Krankheiten heilen. Das habe ich nicht zufällig reingemacht. Ne, Krankheiten heilen hat die gar nicht drin. Das hängt, glaube ich, nur Priester und Druide drin. Okay. Ja, ich hoffe, das bringt was. Dann gucken wir uns die Kiste, ja. Finde ich aber auch sehr geil gemacht, dass hier diese rote Balken sind, die dann immer am Charakterporträt hochkrabbeln. Sagt mir, was zu tun ist. Und so sehe, wie viel Schade jeder hat. Sehr schön gelöst. So, da haben wir noch einen Schienenpanzer, einen Geschwindigkeitstrank und, ja, Heiltränke. Sehr schön. Geschwindigkeitstrank, das kann... der Deep Hover, das ist gar nicht mal so verkehrt. Schienenpanzer kriegt die, ja, Hera, das kann dann ihr Kettehemd ersetzen. Und Imone kann das innen verwenden und Abdel Adrian ist eh nur für Lederrüstungen fähig als Dieb. So, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen hier. Forststabschlüssel. Seltsamer Schlüssel, der sich kalt anfühlt. Der wird erst später wichtig sein im Irenicus Dungeon. Ich kann zumindest so viel verraten, dass das Gebiet Irenicus Dungeon heißt. Okay, da haben wir noch einen Zauber, da haben wir noch Tränke, die kann ja Hera dann haben, wobei, komm, wir kriegen eh genug von den Dinger, Imone kann das Ding auch haben. Wieder 2000 Erfahrungspunkte mehr. Imones Gürtel. Imone hat keine Ahnung, wie sie an den Gürtel gekommen ist. Trotz all ihrer Anstrengungen im Einsatz von Magie ist es auch nicht gelungen, den Gürtel abzunehmen. Wird wahrscheinlich ein verfluchter Gegenstand sein, nehme ich mal. Okay, okay. So, jetzt nimm das Ding. Und dann sehen wir, der rote Balke ist ein bisschen weiter runtergegangen. Ich warte. 9 Ist schon Schadenspunkte geschehen. keilt. Perfekt. Okay, zack und uff. Da haben wir noch einen komischen Helm drin, der identifiziert werden muss. Und wir haben nochmal Heiltränke. Heiltränke ist für die Gutia Hera jetzt. Ja, die kann ihren Ende behalten, das ist in Ordnung. Das geht wieder an sie zum Lerner. Infravisionshelm ist schon identifiziert. Ja, mit dem Ding kann man sich vor kritische Treffer schützen, wie bei jedem Helm, und verleiht dem Träger Infravision bis zu 36 Meter. Dann kriegt jetzt erstmal Minsk. So, ist zwar nichts Besonderes, das Ding, aber Hauptsache, alle, die kämpfen können, haben so ein Ding auf dem Dez.
Okay. Wunderbar. So. Ich bin dabei. Dann sei mal dabei. Waffnet, siehst du die Schlacht? Und diese Schreie im Hintergrund. Oh, lauf! Wenn es denn sein muss. So, Minsk jagen wir jetzt erstmal dorthin, weil da noch ein paar Gegner stehen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Sehr gut. Platt, Bösewichter! So. Heiliger Held Dann auf attackier den mal den Verschmack. Goblin hier. Mir war gute Idee. Und dass dich will ich mit jetzt jeder hältigem Angriff auf den Goblin hier haben. Aber von hinten bitte. Und... Hopp. Abdel Adrian verursacht 80 Schadenspunkte bei Goblin. Ihr zeigt mir Alter. wohin und ich schlage zu. Das ist schon sehr heftig. Das sind Pfeile, die kann unseren Charakter mal nicht Ich identifizieren. warte. Also Komm, der Rede 80 Schadenspunkte ist schon sehr, sehr heftig. Okay. Haben wir das Zeichen genommen? Dann gehe ich jetzt mal kurz Donai. Die Dienerin der Natur ist bereit. Sei das mal. Ich warte auf euren Befehl. Du kommst jetzt mal Hätte mit. ich auch gemacht. Genau. Ich hoffe, das bringt Das was. Gebiet da rechts, das werden wir noch nicht betreten. Ich verspürt das Kribbeln von drohender Gefahr im Nacken. Irgendetwas stimmt hier nicht. Okay. Schwerter, ha! Tritte in den Hintern für die eine Sache. Geil. Der Typ ist so herrlich. Okay. Und genau deswegen hat man immer seinen Dieb mit dabei. Damit man so Zeug identifizieren kann und damit man es entdecken kann und dann auch gleichzeitig entschärfen kann. Immer zwei sehr nützliche Sachen. Okay, das kennen sie schon. Und das kannst du lernen, das gibt wieder Erfahrungspunkte. Und das Ding ist sehr, sehr geil. Baldurans Helm. Um den sagenumwobenen Helm von Balduran, der legendäre Begründer von Baldurs Tor, haben sich lange Zeit Gerüchte gerankt. Er verfüge über schützende Zauberkräfte. Die wahre Natur der Zauberkraft dieses Helms ist allerdings noch nicht geklärt worden. Es gibt auf jeden Fall nochmal eine Runde auf die Rüstungsklasse. Früher war das noch positiv, dass es runtergegangen ist. Mittlerweile bei D&D ist es je höher, desto besser die Rüstungsklasse. Dazu kriegt man 5 mehr Trefferpunkte und 5 mehr Rettungswürfe. Und die ETW 0 geht auch noch um eins runter. Das heißt, ETW 0 von 20 zum Beispiel ist absolut beschissen. Das heißt, man muss 20 würfeln, um jemanden zu treffen. So, und je tiefer, desto höher ist halt die Chance, dass man jemand trifft. So, jetzt kriegt er das Ding. Wir sehen, er hat 79, der kriegt den Helm auf, hat 84. So, der ist nutzlos, weil Diebe können hier keine Helme tragen. Oh, das Ding ist verschlossen. Mal auf und da haben wir noch ein paar wunderliche Sachen. Da haben wir zum Beispiel, da kommst du zu dem anderen. Ein Blitzstabschlüssel. Wenn man den Schlüssel berührt, durchfährt die Hand einen leichten elektrischen Schlag. Okay, vielleicht kann unser Magierin was mit dem hier anfangen. Die kann es identifizieren als beißende Pfeiler. Gibt auch noch minus 30% von Gift. Von der aktuellen Trefferpunkte innerhalb von 20 Sekunden noch im Eidringe, es sei dem Opfer gelingt. Rettungswurf gegen Tod. Deswegen ist auch immer gut, hohe Rettungswürfe zu haben. Die behalten wir mal auf Reserve, die Dinger hier. Die Pfeiler. So, dann ordnen wir das so. Die kriegt die brennende Hände. Die kann es auch lernen. Jeder Erfahrungspunkt ist willkommen, weil Immun werde ich sowieso nie wieder im Team haben. Und gerade am Anfang können wir echt jeden Erfahrungspunkt gebrauchen. So, da haben wir noch ein komisches Ding. Das wird auch später noch nützlich sein. Luftelementarstatue. Statuette stellt ein wirbelnde Luftelementar dar. Hat man das nicht zufällig bei einer von den Kammergeschöpfen, dass da irgendwas mit Statue war und so? Ja, wird sich vielleicht noch rausfinden lassen. Da haben wir noch eine Kette. Die können wir aber nicht identifizieren. Dazu braucht es einen Magier. Amulett vom Metazaubereinfluss. Das gibt einen zusätzlichen Zauber vom 2. Grad. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Das heißt, du kriegst jetzt noch mal, ja, du hast ja auch die allerbeste Zauber aufgelistet, muss man sagen. Das sind tolle Dinger. Komm, kriegst du ein Netz rein. Und jetzt gucken wir mal da rein. Ob da noch Gegner auf uns warten. Komm schon. Am Anfang dauert das immer so lang. Später geht es rucki zucki, wenn der Dieb auch wirklich gut geskillt ist. Ja, natürlich. Dann machen wir das doch folgendermaßen.
Minsk, du gehst vor. Wo immer Minsk auch jeder Und Hamster hat mal seinen großen Tag. genau. Jeder Hamster hat mal sein großes Dach. Und während du abgelenkt bist... Kratze ihnen die Augen aus. Ah, scheiße. Hätte ja sein können, dass das klappt. Manchmal klappt sowas oder oftmals klappt sowas hervorragend. Dann sei es drum. Man jagt den Krieger vor, dass alle den Krieger attackieren. Und hat den Meuchler schon drin, der dann schon anfängt, die Leute abzumurksen. Oder zumindest einer von den großen Jungs mit dem hinterhältigen Angriff stark schwächt. Wir haben ja gesehen, wenn die Gegner schwach genug sind, dann können auch ziemlich fette Schadenspunkte dabei entstehen. Und 80 Schadenspunkte bei so einem Gobbo, das ist echt schon Overkill. Ich glaube, die Gobbos haben maximal 20 TP oder so, wenn es hochkommt. Ich glaube eher sogar nur 10 TP oder sowas. Also das ist ein Goblin 8-mal gekillt. Okay, das war das. Feuerballzauber hat man noch, ne? Dann behalte ich mal lieber in petto, wenn der Magier, den ich eigentlich im Team haben will, später den Zauber noch nicht können sollte. Weil Feuerball ist durchaus einer von der mit Abstand nützlichste Zauber im ganzen Spiel. Das mir zu übertragen. Jetzt gehen wir noch in die Richtung weiter. Weil das komische Ding hier, das hatten wir ja auch hier. Teleportationsportal hatten wir auch hier. Und in das Gebiet gehen wir erst, wenn wir das Gebiet hier erkundet haben. So viel ist klar. Sag mir, was zu tun ist. Bewaffnet, Ich kenne den, geschärft, bereit, los. ich kenne halt auch den Aufbau von dem Dungeon in- und auswendig, muss ich dazu sagen. Von daher, ne? Das passt schon. Jetzt kommen wir da raus, wo wir da reinkommen wären. Und rufen der Wetter Minsk. So. Komm schon. Ah, die Goblins haben uns auch schon bemerkt. Wo sagt, ja bitte? So, du attackierst mit. So. Dich in mein Schwert. Minsk als drauf. Ja, 40 Schadenspunkte argerichtet und die sterben schon. Also, ne? Die halten nicht so sonderlich viel aus. Okay. Gut. Ja. Ich kümmere mich. Eieiei. Einmal verschluckt. Okay. Und als findet man wohl was sehr Praktisches in den Dinger. Nennt sich Bücherregal, die Dinger. Entschuldigung. Ah, Mann. Okay, lauter Bücher. Und ein bisschen Gold ist auch drin. Und eine Axt liegt auch drin. Geschichte von Tiefwasser, die Geschichte der Drow. Also es sind lauter geile Ambiente-Dinger. Die Geschichte der Toten 3 ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Weil, da ist auf jeden Fall Baal auch mit erwähnt, der früher mal ein Sterblicher war und zusammen mit Bane und mit Myrkul dann zu dem Gott Jergal gegangen ist. Bane, Baal und Myrkul, die haben dann Jergals Macht an sich genommen und jeder hat Essenz gekriegt. Bane hat die Tyrannei gekriegt, Baal den Mord und Myrkul den Tod. Und so sind sie dann alle zur Götterwoche. Das hier erinnert mich so sehr an Kerzenburg. Überall staubige, dicke alte Wälzer. Bücherregale, die fast überquellen. Es ist, als wären wir nie fortgegangen. Aber wir sind weggegangen, ne? Abdeladrian, ich will hier wieder zurück, ne? Ich will wieder zurück heim. Ist mir egal, wo es ist, solange es noch mal der Helm nennen kann. Ja, Pins nicht. Andere haben es schlimmer. Ja, andere Leute haben nie zu Hause gehabt, muss man auch dazu sagen. Da kann man verdammt froh sein, wenn man überhaupt einen Ort gehabt hat, den man so nennen kann. Ach ja. So, mit dem Trank. Okay, Minsk. Ja, kommt. Minsk braucht sowieso gerade einer, glaube ich. Minsk und Bo. Zack. Allzeit bereit. Da kommt der sehr praktisch gerade. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, bei schon dem habe ich, geschehen. glaube ich, schon nachgeguckt. Ah, nee, doch noch nicht. Hier gibt es nämlich noch ein Schnelligkeitsöl, was sehr, sehr praktisch ist. So. Minsk, ah, gut. Nachdem er so einen Trank getrunken hat, immer sehr geil. Ich kann wirklich nur jedem von euch empfehlen, lest einfach mal so welche von den Büchern hier, die Geschichte des Mondsees, des Nordens, von Tiefwasser, vom Norden.
Es sind aber diverse Bücher, nicht immer nur einmal dasselbe Buch über den Norden. Das sind verschiedene Dinger dabei. Die Natur Huch. könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Da hat sich ein einzelner Goblin noch hinter den Bücherregale versteckt. Und trägt die Zauberfreundschaft bei sich. Okay. So. Alles ist willkommen hier an Zauber. Alles können wir lernen. Du hast wieder Halskett. Aber die verbrauchen auch einfach nur Platz ohne Ende, die Dinger. Deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir mal eine Runde Halskette anlegen. Die können wir nämlich loswerden, die Dinger. So, und wenn wir irgendwas Wichtiges kriegen, können wir auch gescheite Halskette dann reinmachen. So, 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 so. Hier und das. Hierher und das an Immoen. Ja, komm, die ist unser Heiltrankwächterin. Und den petzen wir uns auch noch rein. Perfekt. Wunderbar. Genau so. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache an der Stelle einen Cut. Du geht's mal weiter. Und ich speichere sogar an der Stelle das erste Mal. Wir machen speichern als Abdel Adrian in Klammern. Na, wo war dann hier nochmal? An die Klammern war hier vertauscht. Wenn ich die normale Klammern auf Knopf mache, dann macht's das hier so und so. Genau. Meuchler. So. Das speichern wir. Jo, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.